Kreativ sein, den Menschen helfen und dabei einen zukunftssicheren Beruf haben? Ja, das geht, wenn der Beruf Ergotherapie heißt. Bei der Ecolea beruflichen Schule in Schwerin ist dieser Ausbildungsbereich seit langem heiß begehrt. Durch Handwerk, Spiel und Übung helfen die Ergotherapeuten den kranken Menschen, ihre motorischen, psychomotorischen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten zu stärken. Die Grundfunktionen des menschlichen Körpers müssen dabei gründlich gelernt werden. Doch ganz trocken ist dieses Fach auch nicht. Vieles wird am eigenen Körper gleich getestet und ausprobiert. So macht das Lernen richtig Spaß und sorgt für sichere Ergebnisse. Wir führen eine Gelenkmessung durch. Das hat die Funktion, dass wenn unsere Klienten Erkrankungen haben an Fingergelenken, an Handgelenken, Schultergelenken, dass wir das Bewegungsausmaß messen können und dadurch eine Verbesserung oder Verschlechterung festlegen können. Das ist wichtig für die Therapiezielsetzung und für unsere Behandlung. Sehr schnell geht es dann wieder ins kreative Labor. Handwerk ist Therapie, so lautet das Grundprinzip. Der Einsatz von handwerklichen und gestalterischen Techniken sorgt für positive psychische Veränderungen und fördert die sozialen Kompetenzen bei den Klienten. Praktisch heißt das bei der Ecolea Töpfern lernen, um das auch den anderen später beibringen zu können. Ja, bei Töpfern geht es einfach darum, etwas herzustellen. Und schon früher bei den Menschen, die haben auch ihre Werkzeuge eigentlich alleine hergestellt, selber was hergestellt. Und genau das wollen wir jetzt in der Ergotherapie auch, dass sie etwas Positives schaffen, ein Erfolgserlebnis haben. Und dazu ist halt gerade die Hand-Koordination, Hand-Auge-Koordination sehr, sehr von Vorteil und das trainieren wir damit. Sehr oft begleiten Ergotherapeuten psychisch kranke und behinderte Menschen. Auch Kinder und Senioren brauchen ihre Hilfe. Künstlerische Gestaltung gehört dabei zu den wichtigsten Instrumenten. Ein Ergotherapeut ist vor allem eine kreative Persönlichkeit. Bei Ecolea wird in kleinen Gruppen mit Unterstützung qualifizierter Pädagogen gearbeitet und gelernt. Dem eigenen schöpferischen Geist sind somit keine Grenzen gesetzt. Die handwerklich-gestalterischen Techniken haben immer noch einen sehr hohen Stellenwert innerhalb der Ergotherapie, weil eben das Handwerk gerade auch nochmal ein Gegenpol zu unserer schnelllebigen Gesellschaft ist. Man kann sich über Handwerk ausdrücken, gerade das emotionale Befinden. Wenn man sich nicht über Worte ausdrücken kann, kann man das eben über gestalterische Technik machen, wie zum Beispiel Seidenmalerei. Das ist nochmal ganz wichtig einfach in Handwerk. Gleichzeitig kann ich aber mit Handwerk nicht nur die emotionale Ebene verbessern, trainieren, sondern ich habe eben auch die Möglichkeit, auch nochmal den motorisch-funktionellen Bereich zu trainieren. Auch Spiel gehört zur Basisausstattung eines Ergotherapeuten oder einer Ergotherapeutin dazu. Sehr viel Wert wird dabei auch auf die gegenseitige Unterstützung und ein positives Klima in der Gruppe gelegt. Wer mit der Ausbildung anfangen will, muss aber einige wichtige Qualitäten mitbringen. Die Bewerber sollten flexibel sein, sie sollten kreativ sein, sie sollten aber auch schon ein Maß an Organisation und Struktur mitbringen. Sie sollten vor allem auch Freude haben am Lernen von Krankheitsbildern und am Lernen von Behandlungstechniken, also die ich dann nachher eben auch in der Therapie anwenden kann. Weiterhin natürlich sollten sie gerne mit Menschen zusammenarbeiten, das heißt sich einfühlen können in die Situation der Menschen. Sie sollten kontaktfreudig sein, sollten einfach auch zugewandt auf die Menschen zugehen können. Kreativ sein, den Menschen helfen und dabei einen zukunftssicheren Beruf lernen. All das ist möglich, wenn dieser Beruf Ergotherapie heißt. In kleinen Gruppen in einer familiären Atmosphäre bei der Ecolea beruflichen Schule in Schwerin macht eine solche Ausbildung umso mehr Spaß.